für denjenigen, der nicht betet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Die erste Sache, wofür jeder Diener zur Rechenschaft gezogen wird am Tag des Gerichts. Die erste Frage, die du bekommst. Die erste Sache, wofür du zur Rechenschaft gezogen wirst. Was? Dein Gebet. Dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwei Fälle. فَإِنْ صَلُحَتْ, wenn das Gebet gültig ist, gut verrichtet wurde, صَلَحَ سَائِرُ الْعَمَلِ, alles wird gut. Gebet gut, alles gut. وَإِنْ فَسُدَتْ, فَسُدَ سَائِرُ الْعَمَلِ. Wenn das Gebet nicht gut ist, das heißt, er hat sie vernachlässigt, alles schlecht. Gebet schlecht, alles schlecht. Das ist dein Schlüssel zum Paradies. Und manche sind weder schlecht noch gut. Sind weder schlecht noch gut. Dann aber ihr Gebet ist noch nicht vollkommen. Dann sagt Allah Ta'ala, guckt mal, ob sie freiwillige Gebete verrichtet haben. Sunan, Nawafil. Dann gucken sie, wenn sie da was finden, dann bringen sie diese Gebete und vervollkommnen sie in seinen Mangel. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Al-Ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Der Bund zwischen uns und den Ungläubigen ist das Gebet. Der das Gebet weglässt, ist in Kufr gelandet. Unglaube. Er ist in Unglaube gelandet. Was heißt das? Die Ulama sagen, das ist eine Tat von Kufr, obwohl er selber nicht Kafir ist. Aber er hat eine Tat von Kufr gemacht. Aber er kann Kafir werden. Wenn er sagt, nee, ich bete nicht. Warum? Ich will nicht. Ich bin doch frei. Ich will nicht. Weißt du, dass das Pflicht ist? Ja. Aber ich bete nicht. Ich akzeptiere dieses Gebet gar nicht. Dann ist er Kafir 100%. Aber wenn er schwach ist, billah, und wenn er sagt, ich bemühe mich, möge Allah mir und so, wir sagen, er ist im Kufr zwar, er tut eine Tat von Kufr, aber er ist immer noch Muslim, solange er das Gebet als Gebot Allahs anerkennt und solange er seine Schwäche anerkennt. Und hier sehen wir die Schwere von dem Gebet, dass die Sahaba sagen, danke, كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Die Gefährten von Muhammad, sie sahen in keiner Tat, was man weglässt, dass das zum Kufr führt, außer das Weglassen vom Gebet. Das sahen sie immer als Kufr. Sie sahen das als Unglaube. Pass auf, mein lieber Bruder. Pass auf, das ist dein Vertrag mit Allah Ta'ala. Lass das nicht, sonst wirst du gelassen. Sonst wirst du von Allah subhanahu wa ta'ala gelassen. Und hier spreche ich zu den Nichtbetenden. Wie wirst du sein, wenn der Todesengel zu dir kommt, in der Zeit, wo du nicht betest? Bist du bereit? Bist du bereit, in diesem Zustand Allah zu treffen? Und dann frage ich denjenigen, der seine Liebe und sein Herzen für andere Dinge schenkt, als zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie wirst du sein, wenn Allah ta'ala dir sagt, deine Zeit ist jetzt musst du sterben. Und deswegen sage ich allen Brüdern und Schwestern und mir selbst, kehren wir zu Allah ta'ala zurück und halten wir an das Gebet. Wallahi, nur mit dem Gebet heißt du richtiger Muslim, ein dankbarer Diener. Und ohne Gebet bist du in Verlust. Khaba wa khasir. Khab, das heißt, er bekommt nur Schlechtes. Wa khasir, er verliert. Derjenige, der nicht gebetet hat. Und deswegen sage ich allen Brüdern und Schwestern, halt es an das Gebet. Und ganz besonders die Zeiten,
und lass das wie Essen und Trinken. Und nur dadurch hast du einen Weg zum Paradies, der noch offen ist, den Allah Ta'ala sagt, Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält euch fern von dem Schändlichen und von dem Schlechten.